Servus und habe die beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Ich bin der Mike und mit mir im Studio der Kani. Kani, habe ich die Ehre. Ja, servus, Mikey Boy. Servus, grüß dich. Hey, wie geht's dir denn? Nach dem Film nicht mehr gut. Haben wir Redebedarf? Da müssen wir schon mal schmerzen, glaube ich, ja. Die depperten Italiener im Dschungel damals, in die 80er, da ist nichts Gescheites rausgekommen. Ach ja. Da ist nichts Gescheites rausgekommen. Aber sehr wunder, dass wir drüber schmerzen dürfen mal über so einen Film, hä? Ja, auf jeden Fall. Weil wir mir heute über den Film Lebendig gefressen reden. Auch bekannt unter dem Titel Eaten Alive oder Mangiati Vivi. Mangiare, go. Mangiare. Ja, go, avanti, mangiare. Die lebendigen Tiere. Ja. Und du, jetzt sag uns einmal, um was das überhaupt geht. Bevor wir jetzt einmal die Materie da eintauchen, erzählen Sie mal, was die Italiener da zusammengeschissen haben. Ja, es geht um, jetzt muss ich kurz Namen herdurch, weil Namenmerker bei den Filmen ist ein bisschen schwer. Es geht um die Sheila heißt's und die sucht man ihre Schwester, die Diana. Und es kommt halt dann raus, dass die in New York passieren so ein paar obskure Morde mit Blasrohr von einem indigen aussehenden Menschen. Das ist auch Wahnsinn. Das ist super mit Blasrohr? Ja, rumpelt er geil durch New York durch und bloß Leute über mit Cobra-Gift. Stellt sich dann auf alle Fälle raus, der kommt eben aus dem Dschungel und die Diana ist da glaube ich auch zuletzt gesehen worden im Dschungel und dann begibt sie die Sheila auf die Reise und sucht ihre Schwester und bietet dem, wie heißt der, Mark Butler, ein ganz männlicher, der ist absolutes Vorbild ist das, wirklich ein toller Typ. Ja, absolut. Also da können sie die ganzen Alphas, wie sie sich heute nennen, die können sie ja scheinbar abschneiden vom Mark Butler aus Lebendig gefressen, weil das ist die Definition eines Mannes. Dem bietet glaube ich $100.000 dafür, dass er sie in den Wald führt und hilft, die Schwester zum Suchen. Und es stellt sich dann raus, dass es nicht nur von Kannibalen nur so wimmelt im Wald, die auf Busenschnitzel stehen, sondern auch noch ein Kult in dem Wald ist, der auch nicht ganz koscher ist. Da wird einmal unfreiwillig gemäusert und da wollen sie halt dann auch Sachen bringen, die nicht so gut sind für alle. Mhm. Also, und zusammenfassend kann man eigentlich sagen, die Frau und das Viech ist nichts wert in diesem Film. Ein Menschenleben ist nichts wert im Wald. Überhaupt nicht. Ja, wie gesagt, vor allem wenn es tierisch und weiblich ist. Dann ist gleich noch mehr erwischt. Da wird richtig, also, das war das Erste, was wir so beim Film anschauen. Tiersnuff wissen wir ja mittlerweile bei den 80er Kannibalen, aber wie krass, scheißegal, dass die Frauen da drinnen sind. Das ist ja fast auf einer Ebene mit dem Tiersnuff. Die sind ja fast weniger wert. Also die Nutten, die am Anfang da befragt werden. Ja. Wenn die eine irgendwas sagt, dann kommt der andere und haut ihr sofort den Pfotzen, ohne irgendeinen Grund, einfach so bam, voll in die Fresse. Und dann sagt sie so geil zu ihm, du Miststück. Das ist ein 2 Meter schwarzer Mann, warum ist das ein Miststück? Sag ich irgendwas anderes, aber gut. Ach ja, das waren noch Zeiten. Ja, und das vielleicht ist diese Art von Schmuddelkino ist ja gerade das, was die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien damals sauer aufgestoßen ist und den Film beschlagnahmt hat. Der Film ist bei uns rausgekommen am 10.04.1980, also ganz schön lang her. Und dann ist er, glaube ich, 1982 zum ersten Mal indiziert worden. VHS und obwohl der Film zu der Zeit aber auch schon geschnitten war, also das war ja dann wurscht, also die haben gesagt, okay, wir haben zwar schon was hinaus da, aber das war noch nicht genug, jetzt muss das Ding aus dem Verkehr gezogen werden und das ist dann am 19.09.1986 passiert, da ist das Teil dann komplett beschlagnahmt worden. Und dann war der Film eigentlich nur noch allerweise so auf Ding erhältlich, so Filmbörsen und so. Und dann haben ein paar findige Österreicher oder auch der Oliver Krekel oder so, die haben die Filme dann eben auf VHS rausgebracht. Und ein Krekel hat gemacht mit alle Kannibalenfilme, oder? alle zusammen. Nein, ja, die haben das damals recht findig gemacht, weil die haben, Astro hat die schwarze Serie gemacht damals. Und da haben sie quasi das Kino, oder das Plakat vorne, das Motiv von der VHS war schwarz, mit dem typischen Astro-Look.
und dann ist vorn quasi nur drauf gestanden, der italienische Titel drauf gestanden. Hat's, glaube ich, auch nur mit Eaten Alive gegeben, oder? Und in dem Schriftzug hat man da nicht irgendwie ein wenig das alte Poster durchgesehen? Irgendwie so, ja. Also das ist sowas habe ich irgendwie im Kopf. Ja, sie haben es ganz findig gemacht. Also du hast nicht auf den ersten Blick erkannt, dass das jetzt lebendig gefressen ist. Es ist ja nur der Mangiati Vivi ist noch drauf gestanden. Und bis halt dann wieder mal einer draufgekommen ist und das Ding dann wieder beschlagnahmt hat man halt dann in Deutschland auch wieder mal an die Filme rankommen können, bis dann endlich die DVD und die Blu-ray gekommen ist. Und dann haben ein paar Österreicher gesagt, die Leute von XT, die haben dann die Filme rausgebracht, aber halt natürlich nicht offiziell in Deutschland. Der Film ist jetzt eben seit dem Dezember 2022 ist er jetzt von der Liste B gestrichen, nicht mehr beschlagnahmt und auch nicht mehr länger indiziert. Und das hat Nameless Media hat das Ganze in Anstoß gegeben und hat die Bundesprüfstelle gebeten, den Film nochmal zu prüfen, was sie dann gemacht haben, und haben dann gesagt, okay, die braucht man jetzt nimmer beschlagnahmen. Ganz lustig ist das, ich habe mir ein wenig nachgeforscht, wo es der Beschlagnahmungs- oder diese Begründung für die Freigabe ist. Erzähl. Und also das ist wirklich so, wie man sich das jetzt momentan halt so vorstellt. Die Taten von den ganzen Leuten in dem Film regen nicht zur Nachahmung an. Distanz zu den Figuren gibt's, ja, weil die Schauspieler oftmals ganz schön nicht so gut sind. Bombengeil sind sie alle. Und dann halt immer dieser Ausgangspunkt, dass man sagt, für heutige Maßstäbe. Wo man sagt, die Gewalt ist so überzogen, das Ganze hat also eine Künstlichkeit, Distanz zu den Figuren, die Effekte sind als solches zu erkennen, und die Bösen haben natürlich keine Identifikationsfiguren, weil die alle, die Böses tun, haben auch Arschlöcher im Endeffekt. Außer der Mark Butler, dieser absolute frauenverachtende, super maskuline Mann, ist der einzige, der nicht zur Rechenschaft gezogen wird für seine Misogynie. Ja, aber zu der Zeit war ja das okay, das hat ja zum guten Ton gehört. Ja, also hat er gesagt, er steht in die Stauen und schaut, dann kommt die Schieler von der Seite und knockt das sofort um. Ohne irgendeinen Kommentar, die kommt einfach von der Seite. Ich wollte es eigentlich später ansprechen, aber jetzt sage ich es gleich. Es gibt eine ähnliche Szene auch in Dr. No, glaube ich, vom James Bond, wo die Frau total hysterisch ist und so. Und dann haut der James Bond vor ihm Putzen. Dann heißt es, jetzt geht's mir wieder besser. Die Szene habe ich jetzt in dem Film auch, wo die Hauptfigur quasi einmal sauber an den Putzen gekriegt, weil es recht, in Anführungszeichen, ich mache jetzt mit den Fingern dieses Anführungszeichen-Symbol, weil es hysterisch ist. Und dann nach der Fotzen ist sofort wieder ruhig und dann können sie mausen. Also zuerst einmal kriegt's ein paar und dann Schnutzkätzchen wieder und dann geht's rund. Good old days. Nachdem natürlich der Butler ein paar so ganz anrüchige Avancen gemacht hat, wo man sagt, okay, so war das früher, so ist man Mädels gekommen, was ist los? Also die 100.000 beinhalten aber nicht das Recht, mit ihnen zu schlafen. Nein, leider nicht. Und dann geht er weg und dann hörst du geil, wenn er doch nur nicht so ein Arschloch wäre, dann würde ich ja gerne mit ihm schlafen. Ja, hat aber schon eine rumgereiht, die ganze. Ja, geil ist alles Wahnsinn. Also, das ist echt, der ganze Film ist, da sitzt da nichts so nur, Alter, was ist los mit euch? Ja, das ist wirklich Kontrastprogramm. Das ist wirklich Schmuddelkino. Italienisches Schmuddelkino in Reinkultur und wirklich so ein Zeitdokument, wo du sagst, wow, ist 1980 auf bestimmte Sachen geschaut worden, wie war die Perspektive von manchen Leuten und was hat man sich alles in Filme erlauben können zum Zwang. Und das ist wirklich Wahnsinn, wenn man das heute sagt. Echt krass. Und wirklich auch in dieser Schrift von dieser Entschlagnahmung, da ist nicht einmal, oder ich habe jetzt nichts, wo ich das überflogen habe ich nichts gelesen, von wegen, dass was über das Tiersnuff geredet worden war. Es ist ja bei der damaligen Beschlagnahmung nie drin gestanden, es waren 4 Szenen, die beanstandet worden sind, dass der Film beschlagnahmt worden ist, und da war keine einzige so von diesen Tiersnuff-Szenen dabei. Also die Prüfstelle hat damals sie da nicht stark angegelt gefühlt oder hat gesagt, okay, wir müssen da jetzt irgendjemanden bewahren vor dem Ganzen, weil da echte Tiere umgebracht werden. Nein, das war nie Thema, nie. Es ist, wenn du das jetzt anschaust, das ist doch sowieso gerade alles eine Heuchelei von die ganzen Leute, die irgendwas zum Sagen haben, wenn es irgendwie um Tierwohl oder Tierrecht geht. Dann schaust du so, wir brauchen einen Zoo, weil Zoos sind so toll für die Artenvielfalt und Artenerhaltung. Wir haben ein paar zu viel Paviane, da schießen wir mal 20. Hey, die haben Löwen auf die Welt gebracht, die werden sie aber nicht vermehren, weil die nämlich nicht von einem Mann großgezogen werden. Ja, wenn sie nicht vermehren, dann schläft man sofort ein. Alles klar, super gemacht, Vollidioten. Da die auch alle sofort mit dem Blasrohr. Oh ja, mit dem Cobra-Gift. Sofort fiel mir der Blasrohr-Attentate. Gleich vorbei. Ja.
Weil ist da vorbei. Übrigens, was ich vorher noch schnell sagen wollte, weil du gesagt hast, dass die Nachahmung da nicht gegeben ist, das darf ich so nicht unterschreiben, weil du weißt, du kennst da jemanden, der seinen Lebtag lang vom Busenschnitzel in der Semi-Eizwick trampt. Ja, das stimmt. Aber er trampt ja nur. Ja, aber lebendig gefressen zeigt, dass man mit einem sauberen Schnitt so eine ganze Titte runterkriegt. Also zeigt das einmal dem hungrigen Teufel, den wir da kennen. Also ich sehe da schon eine gewisse Gefährdung, eine gewisse Brustgefährdung zumindest. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Also vielleicht sollte man mit der zuständigen Stelle nochmal schmerzen oder dem Psychopathen, den wir mir da kennen, hinhängen. Ja, wir werden sehen. Wir halten euch auf alle Fälle am Laufenden, wie wir das machen. Ich hänge da hier und du schmerzt mit der Stelle. So machen wir's. Regie bei dem ganzen Ding führt der Umberto Lenzi, dem wir mir ganz viele coole Filme zum Verdanken haben. Zum Beispiel Der Großangriff der Zombies. Auch ganz stark. Ist zwar so ein Titelschwindelfilm, weil es infiziert ist. Oder, ja gut. Ja, genau. Das ist ja wurscht. Das interessiert uns eine Leute wie ein Corby nicht, wenn du die Folge zu 28 Years Later hörst. Okay. Kannst du ja unter der Folge 18 mal sagen, das sind keine Zombies. Und er hat uns aber im Jahr drauf auch gleich noch mal in den Dschungel ausgeführt, gell? 1981, aber ich glaube, den Titel darf man noch nicht nennen, oder? Der ist noch. Okay. Aber das ist gleichzeitig auch der beste. Also meiner Meinung nach, da gibt's einen vom Ruggero Deodato. Ja, genau. Der auch im Dschungel spielt. Und mit Kannibalen ist, den wir jetzt wieder nicht nennen dürfen, wie gesagt, den die meisten Leute als den großen Klassiker sehen, aber dieser Film von Umberto Lenzi, das ist der mir persönlich ein bisschen gefällt. Ich weiß nicht, dir? Ja, ich bin auch absoluter Verfechter von dem, dass Lenzi seit zweiter Dschungel-Abenteuerfilm der bessere von denen 3 großen, weil lebendig gefressen zählt jetzt mit so die 3 großen mit dazu. Aus der Zeit und da ist seit zweites Dschungel-Abenteuer, Indiana Jones-mäßige Abenteuer schon das Beste. Finde ich ja. Und man muss ja auch sagen, er ist eigentlich der Erfinder vom Kannibalenfilm, beziehungsweise die Italiener haben ja damals alles gerip-offt, was irgendwie gegangen ist. Und der Kannibalenfilm ist eigentlich nur entstanden durch den Jahre davor entstandenen, sie nannten ihn Pferd, glaube ich, hat der geheißen. Sie nannten ihn Pferd ein Western. Und was in dem Film passiert, das ist fast parallel gleich zu Mondo Cannibale, der eigentlich so der erste Kannibalenfilm war. Und da hat es immer da diesen Clinch gegeben zwischen Umberto Lenzi und dann Ruggero Deodato, da wo jeder gesagt hat, ich habe einen Kannibalenfilm erfunden, aber eigentlich laut dem Datum, faktisch richtig, hat der Umberto Lenzi den ersten echten italienischen Kannibalenfilm gemacht mit Mondo Cannibale. War der Lenzi da nicht auch der zuerst da irgendwie so ein bisschen, oder in die Hammy-Filme ein bisschen unterwegs war? Das war der Joe D'Amato. Der D'Amato war das jetzt, da verwechsel ich die zwei. Genau, der war der war eigentlich immer, nicht nur am Anfang oder dazwischen und am Schluss, der war immer Ferkel. Das war so ein richtiger Dreckhammy. Der D'Amato? Ja. Ja, das ist ja italienisch für die Mazde. Der hat auch zum Beispiel mit dem Ding Draht mit dem, wie heißt der, Rocco Schifredi, Tarzan, Triple X und so. Das war ein guter Mann. Ja, immer rein in die Futterluke, weißt du. Was ich mir da notiert habe, bevor ich es jetzt wieder vergiss, wenn es jetzt nach dem Film schaut, wir haben ja vorhin gesagt, der heißt Eaten Alive, lasst euch nicht durcheinander bringen. Es gibt einen Film mit dem Robert Englund, wo er einen Psychopathen spielt, der ein bisschen so Texas Chainsaw Massacre mäßig ist, der heißt Eaten Alive und heißt in Deutschland Blutrausch. Und das ist nicht der Film. Also da müsst ihr aufpassen, wenn es jetzt schaut's lieber noch, wie gesagt, lebendig gefressen, weil da gibt's jetzt den Film mittlerweile auch in Deutschland zum Kaufen und verwechselt's dann nicht mit dem Eaten Alive mit dem Robert Englund. Von wann ist denn der mit dem Robert Englund? 81 oder so. Ich glaube, war da nicht sogar Wes Craven Regie oder so oder irgendwie. Der Name sagt mir schon was, aber ist da der von... Das ist mit dem Film mit der Sense und dem Krokodil, wo auch der Roy Hess mitspielt, glaube ich, von Last House on the Left. Ja, jetzt glaube ich, weiß ich schon. Aber es war Toby Hooper, kann es sein? Toby Hooper, danke sehr, jetzt auch. Ich habe aber noch irgendeinen komplett anderen Film im Kopf die ganze Zeit. Ist einmal wurscht. Danke, Conny, sehr gut. Guter Mann. Hundling. Ja, weil du vorher gesagt hast, ich finde es halt auch Wahnsinn, wie geil schlecht wirklich diese Schauspieler alle sind. Also wirklich durch die Bank, da kann ja keiner was von denen.
Das ist unglaublich, also, aber geil, also wirklich, der Film, das ist alles, also normal dazu, wenn du jetzt einen normalen Film anschauen dazu sagen, Alter, was ist denn das? Kann ich mir nicht anschauen, weil es so schlecht ist, aber in dem Film ist das so geil, weil es wirklich durch die Bank alle so beschissen sind, außer vielleicht der Sektenführer, der betreibt zwar auch ein starkes Overacting, aber irgendwie so typisch 80er hätte, oder 70er, 80er Bösewicht-mäßig hätte ich gesagt, den habe ich ja eher was abgekauft. Ja. Aber die anderen, die sind ja wirklich alle, keine Ahnung, wo sind die her? Also Schauspielschule haben die alle niemals gesehen. Ach, niemals. Den, was du jetzt meinst, das war der Ivan Rassimov, einer der geilsten Namen aller Zeiten. Mir wundert es, dass den Namen der Tarantino nicht schon in irgendeinem von seinen Filmen unterbracht hat. Weil es gibt ja einen anderen Schauspieler, der heißt Hugo Stieglitz, sehr geiler Name, den hat er ja in Inglourious Basterds unterbracht. Da heißt einer von den Figuren Hugo Stieglitz. Und Ivan Rassimov hat sich natürlich auch Vollgas anbieten. Und der hat auch in der Bosso Chalos mitgespielt, auch mit der Edwige Fenech und so, der wird die Farben der Nacht und so. Also ich finde den ziemlich cool, ja, da schließe ich mich an. Ich mag den. Ja, das war der Einzige, der da irgendwie ein wenig was auf dem Kasten hat. Der Rest ist wirklich, also egal wo es die spielen müssen, ob das normale Dialoge sind, sogar die geilen Polizisten am Schluss, die aus dem Hubschrauber rauskennen, die können nicht rausgängen, die können immer überzeugen, die Pistolen halten. Die halten so gerne rum, oder? So geil. Nein, aber die halten es einfach so laut, wie ein kleines Kind am Fasching schauen sie aus mit einer Spielzeugpistole in der Hand, die Vollidioten. Also wenigstens ein bisschen Begeisterung bei der Rolle, aber nein, sie gehen einfach raus und Gott, das nicht mit so Finger halten. Wahnsinn. Obergeil. Geht ja schon los mit diesen Blasrohrmorden, die da vertroffen werden mit diesen Nadeln, wie die zusammenfallen. Ja, scheiße. Das ist ja Wahnsinn. Das waren Stuntmänner, vor allem der zweite, der Alte mit dem Anzug. Der ist richtig, der hat sich sicher einen Oberschenkelhalsbruch gehabt danach, als er umgefallen ist. Verrückt. Geil. Oder dann auch, wenn's dann alle da das komische Gift saufen, die Dame, die dann stirbt, wenn der Hubschrauber landet, die trinkt dann einfach sofort umfällt. Das Ding hat noch nicht einmal die Lippen berührt, dann fällt schon das Rind. Oder die Diana, wenn sie es wieder schnappen und dann wird sie auch zum unfreiwilligen Koitus gezwungen. Und das ist auch, was du sagst, das schaut jetzt gerade nicht so unbedingt glaubhaft aus, dass dir das nicht so taugt. Allgemein da wird ja der Vergewaltigung recht gefrönt in dem Film. Das ist auch so der Wahnsinn. Der Healing, Drauflings und Instant drinnen. Da wird gar nichts angefeucht, gar nichts, keine Spucke, gar nicht. Einfach, die haben noch alle einen Vorhautriss danach oder so. Oder das Bandel von der Arche haben sie sich alle abgerissen danach. Wenn ihr so Druckerei rumpelt. Da hätte man sich schon ein bisschen mehr Mühe gegeben können. Ja, vor allem auch diese Erklärung, warum das ist. Also von dieser Dschungelfrau stirbt quasi der Mo, der wird dann verbrannt beim Ritual und dann heißt es quasi, sie muss also ein Säuberungsritual machen, also die Frau, und dann muss quasi der ganze Stamm drüber rutschen. Auf der Asche vor dem verbrennten Mo. Das hört sich jetzt reißerischer an, wie es ist, weil wenn du das anschaust, sagst du, Leute, was ist mit euch los? Da brichst du zusammen. Ja. Da schaust du und denkst, so schlimm kann das nicht sein. Ja, also das ist wirklich unfreiwillig komisch. Das ist Wahnsinn, ja. Das ist ja wie bei der ersten, die ist da mal am Fluss oder so, dann schnappern die mit dem rosa Oberteil. Ja. Da liegt da drauf wie ein Seestern. Wo du sagst, du musst ihre Viers braten, nicht du deine. Was machst du da? Soll ich dir helfen? Was soll das? Der hätte die Leute braucht von Midsommar, die ein bisschen Führung geben. Aber zumindest haben sie gut gegessen da noch. Ja, auf jeden Fall. Da haben sie sich Mühe gegeben. Also alles, was bei der Schauspielkunst und bei sonstige Sachen irgendwie flöten gegangen ist, haben sie sich dafür bei der Brodlerei Mühe gegeben, dass das schön umsetzen. Weil das hat schon gut ausgeschaut, finde ich. Ja. Also oder richtig. Ja, voll krass, vor allem, wo es dann einmal so den Körper so aufbrechen und dann einen Stecker so reinstecken, dass der Brustkorb offen bleibt und so. Also ich schätze ja auch, dass das Tierkadaver waren oder sowas, die da aufgespreizt haben und eingefilmt haben, weil das so krass echt ausschaut und du vergeht's da wirklich. Also das ist wirklich so einer von den Filmen, wo du sagst, ja, vielleicht nicht gerade snacken oder mal so einen fetten Burger naschen, weil da kannst du dann schon vergehen. Das ist wirklich oder ganz schön gründlich. Sauren dicken Busen frittiert in 10. Oder natürlich so. Oder so. Weil der schaut auch, wenn es da der einen, ich glaube, das ist dann der Jänner, da, wo mal der Busen schnabuliert wird, das glaube ich ist auch ein richtig Stück richtiges Fleisch, was da dann reinbeißen, was so richtig genüsslich, aber Brodel nicht viel Teufel. Und dann gibt's wieder andere Szenen von Tode, wo gleich am Anfang, wo wir wieder in der Stadt sind, mit dem Blasrohrkiller, der dann vor dem Laster zusammengefahren wird. Ja. Das ist schon so seltsam geschnitten, was du sagst, den haben sie jetzt wirklich nur noch drunter gelegt, gell? Alles Wahnsinn. Also ich sag, die haben null Ahnung gehabt von Filme machen.
Der Lenzi macht aber schon 1980er, schon seit 20er, glaube ich, Filme. Und schaut aber aus, als wäre es das Erstlingswerk von irgendwelchen Studenten, die keine Kohle und nichts gehabt haben. Einfach geil. Er ist selber richtig true geblieben. Ja, es hat manchmal, glaube ich, auch pressiert. Das kann sein, ja. Naja. Das kann sein, ja. Dass vielleicht schnell geht müsste. Im Dschungel muss es auch, da kann es wieder auf einmal umschlagen, da muss die Szene schnell fertig gemacht sein, bevor der Monsun kommt. Ja. Aber so von der ganzen Stimmung her, da hat er mich sofort gehabt. Ich sag's wie es ist, ich hab für diesen groben Unfug einfach einen Softspot. Der Film geht los mit dieser Puffmusik. Ja, genau, das haben wir auch das erste Mal gedacht, das ist ein richtig geiles 70er-Porno-Gedudel. Vom Carlo Corio hat dieser Herr geheißen. Und ich hab mir noch gedacht am Anfang, das ist eine geile Vibe. So wie diese Anfangsmusik von diesem Fulci-Film in New York mit dem Quack, 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 wo ich jetzt einen Titel nicht sagen darf. Der wird Titel leider nicht sagen. Der Enterich in New York. Genau. Und dann haben wir gedacht, die Musik ist ja mega geil. Und dann geht der Film so weiter und desto mehr, dass der Soundtrack dschungeliger wird und mit Trommeln und was weiß ich, wiederholt sie der. Und bei jedem Ritual ist die Musik gleich. Und es sind verdammt viele Rituale in dem Film. Haben wir gedacht, jetzt nervst mich dann, Musik. Was ist mit dir los? Und dann haben wir ein paar Soundschnipsel drin, eben von einem anderen Kannibalenfilm, eben, mit dem wir schon mal gesagt haben, von 81, vom Umberto Lenzi, waren ein paar so Schnipsel mit drin. Aber da hat Umberto Lenzi gesagt, das ist sowieso mein Film, hauen wir nur mit rein. Macht man. Keine Probleme. Ja. Das haut hier. Why not? Aber hat mir gefallen. Das ist so ein Ding, das mag ich. Und dann dieser Einstieg da auf dieser 42nd Street, da wieder da dieses schmuddlige in New York von früher. Cool. Ich war schon wieder voll drin. Das ist irgendwie so typisch bei den Kannibalen haben, gell? Dann brauchen wir erstmal das schmuddlige alte New York. Ja. Da hofft dann irgendwo. Großstadt-Dschungel und dann dieser Dschungel, dann dieser Green Inferno. Meta, ja, verrückt. Das ist voll Meta, Alter. Erst so Grey Inferno, Green Inferno, ihre. Das ist wirklich Wahnsinn, auf wie viele Schichten das diese Filme eigentlich funktionieren. Ja, und am Schluss dann nur die Frage, gut, jetzt in dem Fall nicht, aber wer sind eigentlich die wirklichen Wilden? Wobei, die Frage stellt sich da schon auch, wenn du da einen Mark Butler anschaust. Der ja übrigens auch, also der Schauspieler, der Robert Kerman, der hat auch bei diesem Ruggero Deodato Kannibalenfilm mitgespielt zum Beispiel. Der ist Kannibalenfilm erprobt. Ja, und beim Spider-Man. Der muss wissen, was? Und beim Spider-Man hat er da Spider-Man? Ja, erzähl, Marvelman. 2002 war er beim Spider-Man dabei, also als Tugboat Captain ist er gerade betitelt. Also der fährt wahrscheinlich mal nebenbei irgendwo vorbei und dann war es auch schon wieder. Wie gibt's denn da die Connections? Keine Ahnung, wie das her. Ich hab's nur gesehen, als ich mir jetzt nochmal angeschaut habe, was er so drin hat, dann sage ich, wow, seine vorletzte Rolle war Spider-Man 2002. Wow. Der Mann ist auch schon gestorben jetzt, gell? Da haben einige von denen Leuten schon gestorben jetzt mittlerweile. Der ist 2018 gestorben. Der Lenz ist ja auch, glaube ich, 2017 oder 16 verstorben, oder? Die Hauptdarstellerin, die Janet, die glaube ich lebt noch, wenn ich das richtig gesehen habe. Das kann sein, weil die spielt ja einen Zombie am Glockenseil mit. Vom Fulci. Und ich glaube, die war jetzt erst irgendwo auf irgendeiner Convention. Wenn ich mir jetzt nicht total täusche. Aber. Und wie gut schaut's noch aus? Ja, schon so, dass man sagt, man kann mit der ein Foto machen. Also zum Foto machen taugt's noch. Wow, wir haben genauso wie die Männer in dem Film. Weil der Mark Butler ist jetzt mein Idol. Ich werde nur noch so mit Frauen umgehen. Auf jeden Fall. So, ja, ich hab da Käufer, das gibt mir jetzt das Recht für eine kurze Umarmung, aber nicht das Recht, mit dir zu schlafen. Na. Das war die geilste Aussage. Es gibt mir also dieses Recht, dich in den Dschungel zu führen, aber nicht das Recht, mit dir zu schlafen. Ach, ich würde ja, wenn er nicht so wäre. Aber ich habe nur einen geilen Dialog aufgeschrieben. Das ist wirklich erkannt aus einem Bud Spencer Film gesagt, wo er dann zu ihr sagt, Neugier, dein Name ist Weib. Da macht sie irgendeinen Deckel von irgendeinem Gefäß auf, wo dann so Schlangen drin sind. Ja, irgendwie so. Er ist Wahnsinn. Er ist wirklich Wahnsinn. Und am Schluss, wie sagt sie dann am Schluss zu ihm, wenn sie dann ausstellt, dass er kein Geld nicht kriegt, weil sie so ist, sie an die Sekte gespendet hat, ihre Schwester. Ich weiß nicht mehr. Das irgendwie kriegt er dann so eine geile Moral vor ihm mit, verdammt, das wollte ich mir noch aufstellen, weil da sagt sie dann auch so einen geilen Spruch zu ihm und dann hockt er da und zerreißt seinen Scheck und wirft ihn aus und dann sagst du in New York von oben, wie die zerrissenen Scheckfetzen durch New York fliegen. Meta ohne Ende, ja. Also dieser ganze Film ist das ist eigentlich, als hätte es der Ari Aster gemacht. Ja, schon fast. Das ist schon Wahnsinn, ja. Das ist, glaube ich, der Lenz ist das große Idol vom Aster und vom Eggers gewesen. Muss so gewesen sein. Ja. Hey, Mike, was sagst jetzt du eigentlich als linksquer versiffte Vegansau zu den ganzen Tiersnuff? Ja, das ist so der Oberscheiß über diesem ganzen Kannibalen-Genre, der dieses Kannibalen-Genre so zusammenscheißt von oben. Weil das ist etwas, wo sie gar nicht der Bock.
Das spule ich ja sehr gern weiter. Ich habe mir jetzt da diese erste Szene mit dem Krokodil habe ich mir noch angeschaut. Aber du hast angeschaut, ja, so halbherzig und Ding, aber es ist in dem Film wirklich so fei Tiersnuff. Also, ich weiß nicht, ob das bei den anderen Filmen auch so ist, weil ich oft da weiterspule, aber ich habe jetzt für einen Podcast eben, da wollte ich jetzt eben das schon anschauen, aber ich habe bei ein paar weiter zappen müssen, weil das ist so fei. Nicht nur, dass ein Mensch ein Viech umbringt, sondern dass sie Viecher auch noch gegenseitig umbringen, wie das mit der Schlange und dem Affen und so. Das finde ich ganz grauslich. Also das ist selbst furchtbar. Das ist eher das, wo ich sagen würde, okay, deswegen beschlagnahme ich sowas, weil das echte Gewalt ist und wirklich ein Lebewesen das Leben lassen hat müssen. Und ja, das brauche ich immer nicht. Und ich bin über so manche, jetzt weiß ich nicht mehr, wo es war, ich glaube irgendein DVD zum Beispiel von diesem Kannibalenfilm von Ruggero Deodato, der dann da zum Beispiel in einer tiersnuff-freien Version auf DVD zum Beispiel mit drauf ist und so. Da bin ich immer ganz dankbar. Und ich glaube auch, dass das Label, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es geheißen hat, das ein britisches Label, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, die haben diese Kannibalenfilme rausgebracht, auch in England, aber ohne Tiersnuff zum Beispiel. Die haben diese Szenen da rauslassen. Wo dann schon geschrieben haben, ja, das sind nicht diese Uncut-Versionen, aber wisst ihr was? Da scheiße ich drauf. Ich wollte gerade sagen, das tut nämlich wirklich nichts zu irgendwas bei dem Film. Das gibt einem absolut keinen Mehrwert, außer ich bin ein völlig asozialer. Ja. Nein, also wie gesagt, wie immer, wenn Apps real ist, bin ich raus. Das sind so Sachen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel ich persönlich meine Viecher selber umbringen müsste, dass ich was zum Essen hab, dann bin ich auf einen Schlag Vegetarier, weil ich es einfach nicht kann. Das ist jetzt, dann muss ich mir es auch nicht da anschauen. Und lieber dann sowas wie, das sind ja noch andere Mondo-Elemente in dem Film drin, wie die Leute, die sich da quasi einen Haken aufhängen lassen am Rücken. Ja. Das ist zum Beispiel eine von den Szenen, die damals anstößig waren und zur Beschlagnahme geführt haben. Diese Haken durch den Rücken und dann aufhängen. Am Anfang, wenn du das Video anschauen, oder? Ja, und das sind halt so Szenen, die Hand von irgendeiner oder Naturdoku oder irgendwie so, und die haben dann da reingeschnitten worden. Also da gibt es einige andere Filme aus Italien aus dieser Zeit, in denen quasi aus so Dokumentarmaterial in die Filme reingeschnitten worden ist, in die Handlung aber. Also dass dann wirklich die Leute auch also Gegenschuss, dass dann die Leute darauf reagiert haben, was da sehen, aber die waren in einem ganz anderen, oder die waren niemals im selben Raum oder da vor Ort, wie die Leute aufgehängt worden sind oder sowas. Ja, und das lässt man sich ja eingehen, weil das ist ja oftmals noch irgendwie so ein Ritual, was die ja teilweise machen. Das hat ja irgendwie Sinn, wie du schon sagst, aber alles andere, was da mit den Viechern passiert, das ist wirklich nur zur Gewaltverherrlichung, und sonst, weil Menschen habe ich nicht wirklich zu stückeln dürfen, dann nehme ich einfach schnell irgendein Viech daher. Ja. Nein. Um mehr ist da nicht gegangen, und da sage ich auch, jeder, der sagt, er möchte es da drin, und haben gesagt, ja, dann bist du offensichtlich ein Asozialer, und dann sollen da alle Kassetten weggenommen werden. Und sofort wieder ein Blasrohr. So schaut's aus. Sofort Blasrohrattentat ins Arschloch. Ich fand es sehr krass, dass dieses Jonestown-Thema in dem Film aufgreifen. Das war mir die ersten Male eigentlich gar nicht so bewusst, aber ich hab mir war das sogar vom Ty West, diesen Jonestown-Film angeschaut. Wie hat denn der geheißen? Sacrifice? Nein. Sacrament, so heißt der, genau. Sacrament. Und der behandelt ja dieses Jonestown-Thema. Dann haben wir gedacht, okay, das ist ja eigentlich wie bei diesem Kannibalenfilm von Umberto Lenzi. Und ja, das wird eigentlich schon ziemlich akkurat eingefangen. Ja. Das wird Extended Universe. Jonestown, Extended Universe. Ist also geil, wie einfach, dass er sich, wo er dann nochmal abhaut, der Mark Butler, und dann fangen sie doch wieder an und sagen, ich bin fehlgeleitet gewesen, es tut mir leid, bitte nimm mich auf. Ja, okay, darfst einer. Kurz drauf, hey, wir haben eine Flasche Whisky bei dir gefunden, und da war es striktes Alkoholverbot, du gehst verboten. Das Whisky ist mein Laster gewesen, aber ich hab seitdem ich da bin wirklich nicht mehr gesoffen, bitte tu mir nichts. Ja, okay, letzte Chance. Und wie viele Chancen hätte er ihm noch geben? Ja, oder wie schnell, dass sie die andere quasi, die Expedition anstößt, wie schnell, dass sie die eigentlich von der Sekte beeinflussen lässt und dann ein goldenes Make-up kriegt am ganzen Körper. Ja. Und so, wie leicht das zu beeinflussen ist. Dann sagst du, wie charismatisch das der Chef da war. Ja. Also, so schnell geht das. Ich habe jetzt gerade das leider wegen wissen, wo es da war in dem Jonestown. Das war so eine Sekte, die hat sie People's Temple genannt. Und das ist 1974 ist da diese Sekte gegründet worden vom Jim Jones. Und der hat dann im November 1978 zum Massenselbstmord aufgerufen von seinen Anhänger im Endeffekt. Die haben da so ein Acid-Limo gemacht
und haben 913 Leute einer leben lassen müssen, weil der verrückt ist und die Leute den ganzen Mist glaubt haben, was der für einen Scheiß verzapft hat. Voll krass. Ganz schön Banane. Genau, und 6 Jahre später hat der Umberto Lenzi gesagt, das kann man mir da oben mit einbauen. Verrückter Kerl. Irre, wie da wieder Meta, da verschmelzt die Realität mit dem Kunstwerk. Verrückt. Also die Italiener in die 80er, das waren echt absolute Meisterregisseure und Geschichtenerzähler und Dialogschreiber vor allem. Ah ja, Dialogschreiber. Vor allem, wo dieser am Boot, wo der Fährmann quasi vor dem Krokodil angegriffen wird und der Arm wird ihm abgerissen und die andere tut sich voll an und ach Scheiße und so. Dann sagt er, sieh weg, denk nicht weiter drüber nach. Ja, nichts sonst. Ja, ach so, ja gut, ich soll nicht mehr drüber nachdenken. Passt, danke. Und dann wieder gleich übergriffig sein. Ah, so ja, genau, sofort wieder hingelangt. Romantisch übergriffig. Bist du gerade wegen labil, geht's jetzt, meinst? Und dann wieder geil J&B einsaufen, wie du schon gesagt hast, mit dem Whisky. Wieder geil, ja. J&B-Flasche muss in jedem italienischen Horrorfilm gehört eine Flasche J&B hier. Hab ich auch daheim. Hab ich bei dir gesehen letztes Mal am Schrank gehabt. Ja, aber der Freddy damals mitgenommen. Ja, ist der gut? Küsschen ans Freddylein. Whisky schmeckt alles nach Pisse. Okay. Weil ich sonst ja... ist rauchig und der ist so mild. Nein, schmeckt alles nach Scheiße, nach Pisse. Ich bin kein Whisky-Fan. Okay, gespannt. Hat man vielleicht gerade rausgehört. Ich gespannt. Hat man vielleicht gerade rausgehört. Aber gut, mit Fake Cola geht's schon. Ich hab mir mal einmal haben wir auch pur probiert. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Kenner und mir schmeckt's allgemein nicht so, aber ich glaube, es war einer von denen, der nicht so asozial brennt, wie zum Beispiel zur Hamid-Jackie oder selbst. Der Hamid-Jackie, das ist so das gute Zeug, hat mein Papa gesagt. Nein, das war der Jim Beam. Entschuldigung. Da kenne ich mich sechsmal wie gut, dass ich mich da auskenne. Ja, da der Papa Jim Beam als gut bezeichnet, hat er da die null Ahnung weitervererbt, weil beides nicht gut ist. Aber er sauft noch wenigstens, ich sauf noch nicht. Ach so, was saufst du dann da jetzt gerade? Das ist Wasser mit Zitrone. Das ist sehr unspektakulär, es tut mir leid. Okay, ganz schön langweilig. Ja, was soll da, muss er ein wenig klar bleiben. Wie warst du in dem Film jemals angespannt? Hast du Spannung empfunden? Nein, Spannung gibt's da keine. Nicht, oder? Ist da nicht stark, weil es ist halt auch am Schluss, wo man jetzt sagt, wenn da der Hubschrauber kommt, wo vielleicht eine Spannung aufkommen kann, aber selbst da denkst du, der gibt er den einen so einen geilen, schlechten Tritt, dass er umfällt und dann wirft er nicht Macheten und nachher und fangt dann Speer und was weiß ich, irgendwie so, halt doch jetzt einfach dein Maul und dann hängt er so geil drüber, so eine Klammer auf vom Hubschrauber. Das ist alles, selbst das, wo du sagst, da hättest du vielleicht einen Funken Spannung rausholen können. Nicht einmal da war es so, dass du irgendwie mal angespannt bist. Weil aber halt alles auch so slapstickartig einfach rüberkommt. Das ist wie so ein Slapstick-Splitter. Unfreiwilliger Slapstick. Ja. Da kann ich nicht wirklich mitfiebern. Da kann ich nur die ganze Zeit mitgrinsen und denke mir, geil, richtig geil, räudig, dreckig, so mag es. Ja. Und ich muss ja sagen, es dauert 30 Minuten, glaube ich, bis man den allerersten Kannibalen einmal sieht. Und dann habe ich mir so gedacht, der leckt, ja. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich habe den Film jetzt auch ewig lang nicht gesehen gehabt. Ja, wobei, ganz am Anfang, der Blasrohr-Attentäter, das war auch Kannibale, oder? Ja, stimmt, aber ich meine jetzt so richtige Dschungel-Action, meine ich. Ja, richtige Dschungler. Dann habe ich mir gedacht, jetzt geht's dann los. Und dann kommt diese Sektenthematik da mit rein, dass sie eben da in dieses Camp kommen. Und dann fällt der Fokus verdammt weit weg von den Kannibalen und dann zirkt er sich gescheit, finde ich. Und dann, wenn es da wieder rund geht, gegen Ende mit den Kannibalen, dann geht's nochmal so richtig ab. Also das ist dann der Schluss, wo dann die zwei Damen da zerlegt werden und so, das ist dann wirklich krass. Das entschädigt dann für allen Leerlauf, den es da so gegeben hat, weil das ist echt krass dann. Ja, da mäht's ganz schön gescheit. Also, da haben sie schon einen Hunger auch, muss ich sagen. Da ist schon, davor haben sie auch gemäusert. Da kriegst du oft einen Hunger auch. Und das merkst du dann schon, wie sie sich da auspowert haben, weil da wollen sie schon viel Kalorien wieder dann aufholen. Ja, auf jeden Fall. Da sind sie ins Defizit gefallen, das haben sie nachholen müssen. Und ich finde es wirklich krass, dass der jetzt freigegeben worden ist. Ich muss wirklich sagen, er ist immer noch so exploitativ und so stundig und so hart auch, dass ich sage, mich wundert das wirklich. Und ich glaube, dass es wirklich bloß eine Frage der Zeit ist, bis wir über diese Kannibalenfilme, die wir jetzt umschrieben haben, auch reden dürfen, weil was soll jetzt das noch, dass die noch beschlagnahmt sind?
Sag ich, ja, weil das ist ja, da ist ja wirklich auch die Gewalt, die ist ja wirklich völliger Selbstzweck. Ja. Also das ist ja überhaupt nicht, deswegen sagst du, ja, verzeiht eine Geschichte und weil der Kannibale muss ja nicht lebendig zerhackstückeln und da essen und extra nur einen Busen abschneiden und sonst was, der kann da einfach, haut halt wahrscheinlich einfach einen Kopf runter und richtet es aber halt her, wie das Viech auch, was er frisst. Ja. Das ist schon sehr explizit und mit Absicht so gemacht, dass es absolut grausam und unmenschlich ist. Da habe ich, als ich mir das jetzt angeschaut habe, auch wieder gedacht, also das verwundert mich wirklich. Ja. Und der steht jetzt mit der FSK-Prüfung dann beim Mediamarkt. Voll krass. Keine Jugendfreigabe gekriegt, oder? Ja. Aber zumindest. Genau. Da bleiben wir schon. Nicht, dass er 16er kriegt, weil dann mag ich nichts mehr hören. Dann sage ich sofort alle beschlagnahmten Filmtitel, dann mache ich extra Podcast-Folge, in der ich alle beschlagnahmten Filme aufzähle. Alle. Einfach so. nur die Titel. Ja, genau. Dann mag ich nichts mehr hören, wenn dieser Film ab 16 frei werden darf. Ja. Und auch, aber das mit dem Tiersnaff, ja, dass er das nicht interessiert, weil da hätte ich zumindest gemeint, dass man da, dass selbst in der heutigen Zeit sagen, hey, pass auf, echte Viecher, die da einfach nur zum Spaß umgebracht worden sind, das brauchst du nicht, wenn es das wegtatst, dann okay, aber ja wie damals, so heute kein Interesse dran. Genau. Haben die nur Gegenstände, oder? Oder Sachbeschädigung? Ja, Sachbeschädigung. Ja, irgendwie so. Ja, wir Frauen Sachbeschädigung. Wenn es der Frau an den Blitz, dann kriegst du eine Anzeige für Sachbeschädigung, so war das ja. Ah, krass. Zumindest da, wo ich herkomme. Krass. Was möchtest du denn da? Also, auf 180. Also ich würde jetzt für den Film an sich eine Warnung aussprechen für Leute, die da wegen zart beseitigt sind oder so, weil der wirklich extrem schundig ist und Frau und Tier, wie du schon sagst, wird wirklich sehr schlecht behandelt. Und wer mir wirklich wieder so ein bisschen so ein Zeitkolorit mitkriegen möchte, wie das früher so war, dann haut sich den eine und wundert euch und oder lasst es. Das müsst ihr nicht anschauen. Ich habe jetzt wieder Spaß gehabt, wie gesagt. Aber es ist so ganz... Auch fragwürdig eigentlich, wenn man sich hinsetzt und sagt, man hat Spaß bei so einem Film, gell? Ja, schon. Aber das hat auch schon diese... Aber was ist denn da? Ja. Humor ist für jeden seine eigene Sache. Und es ist ja diese Atmosphäre, dieses Schundige. Ich habe mir jetzt vor kurzem, wo wir auch wieder beim Umberto Lenzi sind, ein Ghost House angeschaut. La Casa 3. Der ist schlecht. Aber er unterhält mich. Der wabert da so dahin in seiner Langeweile mit der Musik dazu und so und diese coolen Effekte und das hält mich trotzdem bei der Stange, obwohl das irgendwie langweilig ist. Aber diese Atmosphäre und so, wenn ich mir das so anschaue, das reißt mir einfach mit. Ich finde das gut, obwohl es objektiv gesehen schlechte Filme sind. Aber wenn wir das nicht gut finden hätten, dann darf man wahrscheinlich auch nicht da sitzen. Ja, eben. Und ich dachte sagen, jetzt, du wisst habt ihr ein bisschen einen Einblick in den Film bekommen, wer er noch nicht gesehen hat, und mir da jetzt übergeht zu den Tops und Flops, oder? Was sagst denn du? Ja, das da die also, Mikey. Sonst sag's mir du einfach gleich. Soll ich das gleich sagen? Sag's mir gleich. Wie gesagt, dieser Tiersnaff braucht man nicht schmerzen. Das ist richtig mies, braucht's nicht. Hat's nie braucht, war damals beschissen, ist heute. Gut, dass man halt das heute alles eben anders lösen kann, wenn man wirklich so eine Szenen drin hat. Hätte man damals halt auch irgendwie anders lösen können wahrscheinlich. Und ist einfach unnötig wie der Pickel am Arsch vom ins Gebüsch scheißen. Und wie gesagt, dass der Fokus vom Film so stark vom Kannibalenfilm und vom Survival Horror eben weggeht und dann sie dieser Sektenthematik so krass widmet, das finde ich blöd. Das nimmt dem Ganzen auch so an Spannung. Und wer diese anderen zwei besagten, berühmten Kannibalenfilme schon mal gesehen hat oder sich die noch anschauen möchte, die machen das meiner Meinung nach richtig, weil die eben den Fokus immer auf die Kannibalen ein bisschen so haben. Dann eben wieder sagen, wie beschissen der vermeintlich zivilisierte Mensch sie aufführt, wenn er meint, er kann sie Schwächere bemächtigen oder denen sagen, wo es lang geht und so. Und das ist eher das, was den Kannibalenfilm so ausmacht. Und das ist jetzt schon wieder so verwässert mit voll krass Abenteuerfilm und eben sogar so mit der True Crime Geschichte. Und das, finde ich, nimmt dem Ganzen ganz schönes Tempo. Ja, und wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, der Top ist halt einfach diese Atmosphäre, diese Zeit und diese Schmuddlige. Ich kann mich da drin suhlen, weil ich es geil finde. Das ist einfach, mehr von dem Scheiß. Italien aus die 80er, die sind meine Filme, ich lieb's. Schön. Bei dir, Junge? Ich schließe mir jetzt beim Flop einfach bei dir an mit dem Tiersnaff, auch wenn der Corbin sagt, jeder muss was Eigenes bringen. Ja, das ist was anderes. Genau in dem Fall muss ich das auch nochmal unterstreichen, weil das einfach so ein unnötiger Bullshit ist. Und jeder, der sagt, er möchte es im Film drin haben, ist für mich absolut asozialer. Und soll ich sofort mit dem Blasrohr was zu sehen? Und dann vom Lastpunkt zusammengefahren.
Ja, genau. Der wird von uns auf alle Fälle nicht gepotatoed. Nein. Und mein Top war eigentlich auch so bei dir mit dem Ganzen, weil ich das 80er Italiener Kino ja auch mag, aber damit wir zumindest ein bisschen unterscheiden, dann sage ich einfach, mein Top ist das Busenschnitzel. Das ist schon was Besonderes. Ich hab mir gedacht, so das Männerbild gefällt dir. Irgendwann du sagst, das sowieso. Ich habe kurz überlegt, ob ich nicht sage, dass der Robert Kerman, der Mark Butler, ob das nicht mein Highlight werden soll, aber er ist halt wirklich so ein misogynes Drecks-Arschloch vor dem Herrn, den kannst du eigentlich, da glaube ich, bist du ein besserer Mensch, wenn du sagst, dein Top ist der Tiersnaffer. Aber er kommt durch damit, er hat eigentlich schon wieder Erfolg, weißt du schon. Aber vielleicht waren die Frauen früher auch anders, muss man sagen, nicht nur die Männer. Das kann sein. Ja. Andere Zeiten, weißt du, das kann gut sein, aber in der heutigen Zeit sollte man es nicht mehr als gut finden. Nein, aber man darf es so. Außer man ist ein richtiger Alpha. Und nimmt sich das als Blaupause her. Ja, genau, dann bist du also der Oberalpha. Dann bist du der Oberalpha, ja. Und kriegst auch hoffentlich ein Blasrohr ins Knack, du Vollidiot. Genau. Drum, ich bleib beim Busenschnitzel und weil ich dann auch unseren Spätzl da zitieren möchte, dass es wahrscheinlich nichts Geiles geben darf auf der Welt als einen frittierten Busen in der Semi zwickt. Weil es ist ja nur lauter Fett und das muss ja gut schmecken. Frittiertes Fett. Also fett frittiert, bist natürlich schon gut drauf, ja. Eigentlich soll es wirklich köstlich sein. Mal schauen. Vielleicht spendet uns da eine von unseren Hörerinnen einen Busen, dass wir es probieren können. Sagt Bescheid, schreibt es in die Kommentare, ob es uns einen Busen spendet. Wir nehmen auch einen Männerbusen. Wir haben sicher einen Haufen Fettsaghörer. Her mit dem Männerbusen ist wurscht, Hauptsache Fett ist. Und dann frittieren wir uns das und machen wir uns einen sauberen, schönen Abend. Ich weiß nicht, da einen Gutschein vom Mackie auch nicht mehr. Ich sag's, wie es ist. Das ist wahrscheinlich von der Qualität her nichts anderes. So ist das selber drin. Ja, bei Mackie kriegst du auch nur frittierte Busen. Jetzt, der Chicken Burger ist eigentlich ein Busen. Jetzt wird's interessant. Unsere 3 Ts. Junge, haben wir mir in dem Film Titten? Ja, haben wir. Ja, auf jeden Fall. Viele. Der Titten. Viele haben wir tote Tiere. Leider. Und echte. Leider. Und haben wir mir Trompeten. Haben wir mal, ja. Also bei dieser Massenvergewaltigung sagt man es einmal, wenn sie einer wegen Ungelenk higniert. Und natürlich auch diese Kastrationsszene haben wir drin. Die obligatorische. So obligatorisch wie eine Vergewaltigung in einem Kannibalenfilm brauchst du eine Genitalverstümmelung. Was schmeckst du denn da? Ja, klar, das gibt ein paar so Kriterien, die müssen erfüllt werden und die orientieren sich ordentlich am Triple Threat. Ja. Und wir haben sogar noch einen Holzdildo, haben wir auch noch. Holzdildo, haben wir den bei denen auch gehabt? Ja, wo die Janet Agron quasi dann schon von der Sekte eingenommen ist und hat dann dieses goldene Make-up drauf, dann gibt's den Dildo. Ach, da war das, ja. Weil, dann haben wir gerade mit dem Diodato-Film verwechselt, da man jetzt irgendwo am Strand oder wo sie den Tee holt und dann. Genau. Nein, du hast es nicht. Hast nicht, dann habe ich falsche Synchro eingeschalten gehabt. Das war die andere Synchro, die japanische. Das heißt, what are you doing, Kannibal, son? I'm stuck. Stop it. Ja, stop it, Step Kannibale. Also, Schiebers. Ja, bis da beim Diodato und das passen am Stuck mit dem Spieß. Oh ja, hör auf. Help me, Step Kannibale am Stuck. An dieser Stelle, wenn ihr mehr von Kannibalenfilmen hören wollt, schreibt es in die Kommentare. Und ich glaube, wir müssten öfter über 80er italienisches Kino reden, das macht Spaß. Ja, schon, jetzt ist doch vom Fulci erst der Haus an der Friedhofsmauer frei. Und letztes Jahr oder so. Jetzt haben wir am Glockenseil auch. Ja, dann machen wir mit dem Fulci, da haben wir noch gar keinen besprochen. Ja, richtig. Schreibt uns, wer bis jetzt durchgeht hat, schreibt uns jetzt in die Kommentare, ob er Haus an der Friedhofsmauer oder Zombie hing am Glockenseil als erstes haben möchte. Genau. Dann muss er noch das dritte Steady-Abo machen, damit er sich wünschen darf, aber wir machen es dann. Ne? Und das geht auch noch. Auf jeden Fall. Bin ich auch dabei, auf alle Fälle, ja. Ja, super. Hat mich auf alle Fälle gefreut, dass ihr nicht zugehört habt. Schaut bei unseren Social-Media-Kanäle vorbei. Dort Glocken drücken, liken, teilen und viel kommentieren. Und bleibt dran. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört, beim besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Ne, vom Dschungel. Ja, auf jeden Fall von der 42nd Street auch noch. Stimmt, ja, der Dschungel von Neuguinea war das. Ja. Ist das Grüne Inferno, da sind wir auf alle Fälle die Besten. Ja, ich sag auch danke, macht es gut. Drückt die Glocken, wie der Mike schon sagt, wenn nur 2 da sind. Oder einer in der Semi schon drin ist. Ah ja, da darfst du auch drauf drücken. Macht es gut, wiederhören und auf Wiederschauen. Servus und habe die Ehre.